Reizende Bewohner der Finsternis warten uns heute bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Geistertrick Alucard. Oha. Sieht mir also nach Xyz-Monstern aus, wa? Du. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an. Ah, wie hieß das schon wieder? Eine Serie aus Kingdom Hearts auch, von Disney. Also Kingdom. Ach Mann. Wie ist das schon wieder? Der Typ ist, glaube ich, Jack, ist also ein. Ja, ein Skelett, kann man sagen. Ja, wie heißt das Ding schon wieder? Die ganze Serie quasi, wo er kommt. Der fröhliche Jack quasi. Mann! Ich komme nicht mehr drauf, sorry. Aber es erinnert mich ein bisschen daran, so wie es gerade hier aussieht und wie er rüberkommt hier und wie alles so bei der Hintergrundmusik und allem. Ist nicht Jack in die Bullenranke? Jack Skeleton? Nein. Doch? Keine Ahnung mehr. Okay, also mal kurz durchklicken. Weil irgendwie reizt mir jetzt gerade diese Story nicht wirklich, muss ich leider zugeben. Eine Finsterkugel. Geistertrick-Decks. Oh Mann. Ja gut, dann sag mal, wie funktionieren die, ja? Oder wie sollen die funktionieren, besser gesagt. Viele Geistertrick-Monster haben Effekte, mit denen sie sich selbst in eine verdeckte Verteidigungsposition bringen. Wenn es Spielfeldzauber wie Geistertrick Villa gibt, kann der Gegner das Monster verdeckte Verteidigungsposition nicht angreifen. Falls auf einer Spielfeldseite nur Monster in verdeckter Verteidigungsposition sind, sind die Angriffe gegnerischer Monster außerdem direkte Angriffe. Aber das kannst du verhindern, indem du Effekte wie Geistertrick-Laterne in deiner Hand verwendest. Nutze diese Effekte, um den Angriff deines Gegners geschickt auszuweichen. Aha. Gut, ist zwar gerade die Frage, die ich mir stelle, wie soll ich dann gewinnen, wenn ich meine Monster die ganzen Verteidigungsmodus habe? Den Schuss. Ja, hatten hier jemand den Schuss nicht gehört? Okay. Ja, auf alle Fälle ganz creepy. Ah, okay. Bleibt direkt so. Ah, die Musik, hey. Die stresst mich ja richtig. Xyz Beschwörung. Hier kommt Alucard. Der mit dem Aluhut oder was? Keine Ahnung. Material abhängen, natürlich, wie gewohnt, weil so klappen die Xyz Beschwörungen. Und das Monster ist futsch. Okay. Ja, greif an, gewinnt das Duell, wa? Oh Gott, ich glaube, das wird schwierig. Wird sogar sehr schwierig.
Ja, wir gucken mal. Geistertricks zum Kennenlernen, wa? Oh Mann, oh Mann. Ah, die Villa, sehr gut. Kann ich schon mal aktivieren. So. Den soll ich auf der Hand behalten. Ich nehme mal den hier. Ja, das können wir hier jetzt rufen. Achso. Okay. Interessantes Link-Monster. Geistertrick. So, was kann die Parade denn? Wir können wir trotzdem machen, wa? Falle aktiviert. Aha. Ja dann. Wieder wählen. Ja, da bringt mir aber gerade nicht so viel. Frankensteins Monster. So, so. Ich glaube, es kann ein interessantes Duell werden. Oh, er switcht. Sehr gut. La 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 la, der Changshi. Den können wir schon nutzen. Verteidigungsposition legen, meine Option, ja. Können wir auch ihn hier rufen. Hallo! Ja, da haben wir ein paar Monster, wa? Haben irgendwie alle denselben Effekt, wa? So, mal gucken. Den Alucard, wa? So, viel mehr kann ich auch nicht machen, wenn wir hier sind. Wird zumindest ein bisschen schwierig. Oh, das war jetzt vielleicht ein Fehler. Ich wollte eigentlich den Effekt aktivieren, sie wieder verdeckt setzen und dann hier eigentlich so ein 4 rufen eigentlich. So, hier noch Geistrig Engel des. Was? Wenn die Anzahl des Materials in dieser Karte zu 10 wird, gewinnst du das Duell. Okay. Ja gut, wollte aber das erste Mal, da muss ich ja... Ja, wie geht das? 2 Monster Stufe 3? Hä? 3, 4, 5... Geht ja gar nicht. Wie kriege ich denn... Ja gut, ich brauche noch andere Xyz-Monster. Sagen wir, was es ist.
Aha, Geisterkarte und dann eine Hand des Materials diese Karte anhängen. Okay, hab nichts gesagt, dann geht's. So wird's funktionieren. So, warte mal, wenn ich den jetzt rufen will. Nee, nee, nee. Okay, ja, ist halt so, weil er jetzt hier oben liegt. Der ist halt ein bisschen doof. Ich müsste das nächste Viech rufen und dann da unten hinsetzen. So. Das Ding mal ablegen, das Vieh zerstören. Verteidigungsposition legen. Ja, wenn ich das mache. Jetzt die Karte, ja, dann spielen wir das selber aus. Das bringt ja auch nichts. Trishula. So, ihr könnt das eben noch machen, ihr könnt aber auch noch ein bisschen abwarten. Was? Was ist denn das für ein Effekt? So, du kommst auch zurück, Kleiner. Und das Skelett, was kann das noch? Natürlich ein netter Effekt, muss man zugeben. Ja, Effektaktivierung. Karte ablegen. Dann kommt die weg. Du hast direkt das falsche Monster gewählt, was? Das wohl nicht wahr sein. Obwohl. Ja, muss ihm noch gehen. So, warte mal. Schildzug, du kannst mal von dieser Karte abhängen. Decken zu. Da ist halt ein bisschen die Frage, wa?
Nett. So, könnten wir mal einen Alucard rufen. Warte mal, der Effekt, um Monster zu verbannen. Das ist der Effekt von Geistertrick Alucard nur einmal pro Spiel zu verwenden. Okay, ja, ich dachte schon, es wäre auf das Monster selber, auf die Karte bezogen, aber es ist halt generell, dass in diesem Zug halt den Effekt von Alucard nicht mehr nutzen kann. Ja, das ist dann halt so. Lulululu. Ich kann natürlich auch eine Karte hinzufügen. Was haben wir noch Schönes? Der Geistertrick Schuss. Mhm. Gut, aber schon. Nehmen wir noch einen Schuss, komm. Falls alles schief geht. Man weiß ja nie, wa? So, der Gegner hatte, glaube ich, ein mehr oder weniger relativ starkes... Ja, gut. Da kann ich nochmal angreifen. Schade. Schade, schade. Ja, so kriegen sie relativ schnell viele Geistertrick-Monster auf die Hand. Oh, komm schon, Kumpel. Ist ein bisschen nervig, wa? Uh. 10 Jahre später. Mann, aber auch so ein Ghoul. Wo ist denn der bei mir? So, welche nehmen wir denn da, wa? Nehmen wir sie hier, komm.
Die gute alte Mary, wer kennt sie nicht? Ja, super, vielleicht noch einmal pro Zug, wa? Der ist auch nice. Ja, ist halt ein Nachteil, wenn er halt ein leeres, also nicht ein leeres, Entschuldigung, das Gegenteil natürlich, wenn er ein komplett befülltes Feld schon hat. Ich kann keine Monster mehr setzen, das heißt, ich bin im Vorteil. Es kann natürlich alle wieder flippen und so, ist klar, aber ich mache auch nachher mal ein Ding wieder, also er kann eigentlich machen, was er will. Buch des Mondes, du 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 du. Ja, nochmal, wen wollte ich? Den da. Der gut, wenn man eine Variante war. Der Yeti haben wir auch noch. Kriegswolf, sehr schön. Die Nageldecke. Ja, die können wir mal gebrauchen, wa? Vielleicht. Mal gucken. Kann noch ein paar Karten da ranhängen, genau. Das wird auch gehen. Erstmal gucken wir weiter überhaupt kommen mit dem direkten Angriff. Tja, und so sind natürlich auch schon die Schwachstelle eines Geiseltrick-Decks. Wenn du keine Plätze mehr hast, die du setzen kannst und die Monster nicht los wirst, da hast du Pech gehabt, Freundchen. Natürlich auch gut, war schon alle offene Monster. Beim offenen Monster, killen wir damit selber. Außer er sagt sich jetzt so, ich rufe es auf mal alle. Aber kann er nicht durch meine Fallenkarte, kann sein Monster nicht flippen. Und damit hat er ein Problem. Und damit ist das Duell vorbei. Ja, er kann natürlich jetzt dann noch Effekte nutzen und so, wie er will, aber ganz ehrlich.
So, jetzt will ich den aktivieren und sagen, jo, mach mal wieder Angriffsmodus. Dafür haust du wieder ab. Braucht sowas wie ist es schon wieder die Karte? Nicht die Lichtschwerter, sondern es gibt so eine ähnliche Karte mit Lichtschwertern, wo man eigentlich dafür sorgen kann, dass der Gegner all seine verdeckten Karten aufdecken muss. Sie bleiben zwar im Verteidigungsmodus, aber sie werden aufgedeckt. Das wäre jetzt eigentlich ganz praktisch. Hat er eigentlich noch? Seht ihr das überhaupt hier? Nö. Ah doch. Was? Nur noch 6 Karten hat er. Ups. Was? Nein, ich wollte... Mann, ich wollte noch flippen. So. Nachher immer wieder mal aufflippen und dann wieder seinen Effekt nutzen und so. Ich glaube, das kommt schon gut. Ja, soll er machen, ganz ehrlich. Ich gönn's ihm. Leider ein sehr langwieriges Duell, ein sehr langwieriges Deck-Prinzip, sag ich jetzt mal. Gibt es sicher Strategien, wie man es schneller machen kann? Ich sehe es nur gerade irgendwie nicht. Aber ganz ehrlich, muss ich auch nicht. Im Gegenteil, wir machen etwas, was wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Und haben gewonnen. Tja. Dem Gegner sind die Kanten direkt ausgegangen, er konnte nicht mehr ziehen. Genau. Und so kann man ja auch gewinnen, Leute. Aber wie gesagt, haben wir schon ewig nicht mehr sowas. Puh. Können wir uns freischalten? Sehr gut. So, dann haben wir noch Stufe 4 und Stufe 5 Duelle. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, Freunde, dieses Deck ist überhaupt nicht mein Fall. Tut mir leid, wir werden das hier sofort beenden. Also, sofort gleich. Was, das ist eine Frage? Willst du wissen, ob alle Geistertricks wieder leben? Nee, es scheint noch anderswo zu sein. Ja, 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 ja. Zum Beispiel der Dulhala und die Mumie. Dulhala und Mumie, so. Hä, Mensch, ist ein Mensch? Jetzt mit uns spielen? Haha. Also, ich denke ein bisschen was. Wie ist denn das? Sind nicht doch Jack Skeleton? Ich dachte, der hieß irgendwie so von Disney. Wie gesagt, bin ich nicht ganz so hundertprozentig sicher jetzt natürlich, aber jetzt schwören können, es war das. Na egal. Worum würde es eigentlich hier gehen? Jetzt sammeln wir mal zumindest mal ein paar andere Karten, aber trotzdem die Geistertrick-Dinger, also das in Kombination. Ja, ich sag's so, wem es gefällt, der soll es ruhig machen, gar kein Thema. Es ist
Sagen wir es mal so, in diesem Solo-Modus gibt es ja sehr viele verschiedene, ich sage jetzt mal Structure Decks, die man nutzt und so kennenlernt. Und es gibt niemand, der sich jetzt sagt, oh, ich mag alles, ich mag alles mögliche, können mir alles zeigen und so, ist alles geil, jedes Structure Decks und so, ich liebe alles. Jeder hat so seine bevorzugten, sag jetzt mal, Decks, mit denen er gerne spielt. Und das hier ist nicht wirklich meins, obwohl es jetzt relativ gut ging, aber eben, es ist nicht wirklich meins. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie auch gar keine Schuldgefühle und sage, es war nicht so weit, aber es war es auch fürs Erste. Vielleicht mache ich irgendwann mal weiter, das könnte durchaus sein. Ähnlich wie ihr, Dunkeltödliche Rache mit Stufe 5. Aber eben, da ist halt mehr auch ein bisschen zum Antesten und zum Gucken, wie funktioniert das Ganze. Natürlich auch zum Kennenlernen. Ist auch ein Learning-Prozess. So, also warte mal. Hatte ich jetzt hier das Tor aufgemacht? Aber ich glaube, das Tor, was gesperrt war. Ne, es geht ihm noch nicht, wa? Okay, interessant. Gut, Freunde, soviel dazu. Das heißt, nächste Part machen wir uns an die Legende des Sternendrachen. Das verspricht Spannung. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder spannend dabei, kann man sagen. Und dann, jo, geht's hier munterflockig weiter bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.